Everybody get your fucking hands up. Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Reaction-Video. Ich reagiere da mal auf den Blackout, den ihr kennt. Ein YouTuber, ein Motovlogger aus Hamburg, ist da von 2018, also fast 3 Jahre her, das erste Mal E-Motocross gefahren in der Arena. Ich finde das noch ein bisschen interessant, weil man denkt, okay, in einer Arena, da müssen normalerweise stinken, da müssen normalerweise mega laut sein vom Kursfahren, und das ist auch mit dem E-Bike nicht. Ja, ich denke mal, wir schauen mal rein und labern nicht lang und let's go! Die Bitches tanzen à la Figaro und es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout, 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 Shorty kriegt ein Blackout. Noch mit dem alten Intro, das ist ja der Shindy, glaube ich, der das gerappt hat mit dem Blackout, wie jetzt gerade. Aber ich habe immer gemeint, er hat selber ein Intro, wo sie über ihn rappen, aber das ist halt einfach zufällig, wahrscheinlich so. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Black Hat ist sich am überhaupt Start nicht und verändert. wir sind heute in der E-Dirt Arena West und fahren ein bisschen Motocross. Und zwar nicht normales Motocross, sondern E-Bike, wie schon die E-Dirt Arena sagt, nämlich Elektro. Ich bin, wie ihr wisst, noch nie Cross gefahren. Wir haben uns hier schon in unser Outfit geschmissen und dreh dich mal ein bisschen um. Hier ist die Strecke und es sieht ganz schön krass aus, finde ich. Ich bin sowas noch nie gefahren. Ich weiß überhaupt nicht, wie solche Sprünge überhaupt machbar sein sollen. Bin gespannt. Ich bin sowieso noch nie richtig Elektro gefahren, Bike. Ich bin, glaube ich, ganz kurz mal Elektro-Roller gefahren. Das war's. Aber jetzt hier vor allem Cross wird geil. Die Dinger haben keine Fußbremse, sondern quasi eine Left-Hand-Brake für hinten. Das heißt, wir werden vielleicht noch ein bisschen versuchen, ein paar Wheelies zu poppen, ein bisschen zu circlen, mal gucken. Auf jeden Fall haben wir hier Spaß. Vielen Dank für die Arena, für die Einladung. Ich habe die mal unten verlinkt. Ihr könnt hier natürlich... Ja, es sieht wirklich cool aus, finde ich, und ich kann mir gut vorstellen, mit Erfahrung zu machen, mit Elektro, dass andere Gasannahme ist. Du musst eine Kuppel. Sachen buchen, ihr könnt hier eine geile Zeit verbringen. Und ich zeige euch mal, wen wir heute alles dabei haben. Komm mal mit. Guckt euch die geilen Outfits an. Natürlich hinter der Kamera Lukas. Geil, Hallo. krank. Dann haben wir hier Izzy dabei. Das erste Video, wo wir mal zu zweit drin sind. Ne? Ich habe gerade Führerschein gemacht und jetzt direkt Crossfahren, ne? Also Abgehoben, der Junge. Abgehoben. Dann haben wir Mattis dabei. Natürlich perfekt wieder. Dann haben wir Mirko von Sena dabei. Und David Bost. Ne? Und ich würde sagen, wir reden gar nicht. David Boost. Wir reden gar nicht mehr lang, sondern ich setze den Helm auf und wir sehen uns in der Kamera. Bis gleich. So, und wir sind auf dem Bike mit David, Mattis und wir haben jetzt Power-Modus. Ich glaube, eben wie gesagt, dass es nicht so krasse Gasannahmen hat, weil es halt wirklich Kurven sind und nicht Renndürfen. Aber man kann da, wie er jetzt erzählt, verschiedene Gasannahmen machen. 1 eingeschaltet. Hinten hier ist Hinterradbremse, ne? Fahr mal los. Mach mal den ersten Jump jetzt hier. Ja, völlig verrückt. Steht man oder sitzt man? Ja, man startet. Siehst, also ich habe gedacht, ich bin natürlich nicht sicher gesagt, ich dachte, die meisten stehen. Und ich glaube, da hat der Blackout auch noch ziemlich wenig Erfahrung gehabt, dass er fragt, steht, wo er sitzt. Ich glaube, das war wahrscheinlich eine der ersten grossen Erfahrungen gewesen. Also, denke ich mal. Boah, das ist schon ganz schön geil. Hä? David ist schon am Springen. Ist das anstrengend? Hä? Richtig krass. Ja, es macht so Spaß. Umgecrashed? Ja, weil mein Herz ist schon... Meint auch richtig krass. Ich wollte da oben kurz Pause machen, dachte ich stelle mich cool hin, aber war viel zu hoch. Geil. Okay, let's go. Aber es ist cool, dass es zuerst mal so kleine Sprünge sind, also noch keine Sprünge, einfach da die kleinen Wellen, weil dann merkst du ein bisschen, so wie die Schwerkraft schafft.
Und ich denke, dann kannst du dich ein bisschen auf die grossen wagen. Könntest nicht direkt auf die grossen gehen, oder? Denke ich mal. So, wir fahren jetzt hinter Karl. Der kleine Bub ist halb so alt wie ich gefühlt und dreht hier völlig am Rad. Da fühle ich mich direkt 10-mal schlechter. Ja. Das, obwohl ich hier kleine Jumps schon hinbekomme. Junge! Aber dann hörst du das. Da fährt auch einer mit dem Verband an, weil so wie es normalerweise tönt, so richtig aggressiv, richtig laut und richtig aggressiv. Wie geht das? Er fährt mit einer 85 Kubik Maschine und ist, ich glaube, europäischer Meister in seiner Klasse. Boah, wenn ich das sehe, da packe ich mich fast selber hin. Ja, gerade schon. Aber langsam komme ich rein. Ich glaube, ich fahre jetzt noch mal ein paar Stunden. Und dann wird das noch besser. Das wäre schon mal eine Erfahrung wert. Wow. Und du hast nicht hingeguckt. Krank. Das ist schon mal eine Erfahrung wert, so wirklich. Also So, wir machen jetzt eine sag mal, egal ob es jetzt ein Elektro-Ding wäre oder eine normale, aber der Elektro ist wahrscheinlich ist einfach nur ein bisschen, ja, ist etwas, was man gar nicht kennt, oder? Elektro dürfte es fahren. kleine Pause. Ich hätte nie gedacht, dass das so anstrengend ist. Oder David? Guck mal, wie David glüht hier. Oder? Sein Kopf. Es qualmt. Krass. Ich muss aber sagen, Sören hat sich richtig krass geschlagen. Also du bist mit Abstand am längsten gefahren und ich weiß nicht, wie dein Handgelenk das mitmacht oder das ist einfach die richtige Technik, aber also Hut ab. Das war schon eine klappt ganz Leistung. gut, das ist schon mega anstrengend, aber es macht halt so viel Spaß, dass man diese Anstrengung überwindet. Kennst du das? Ja. Wenn ich im Fitnessstudio laufen würde jetzt, hätte ich schon viel früher aufgehört, weil ich gedacht hätte, okay, Herzfrequenz ist oben, Herz pumpt, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause. Aber hier merkst du es teilweise nicht, weil du denkst, Ja. ich will noch mal eine Runde machen, Noch mal noch mal eine einen Runde, richtig hohen noch mal Jump eine Runde. machen und du willst dich immer selbst übertreffen. Du denkst, oh, jetzt kann ich hier ein bisschen schneller, hier ein bisschen weiter außen, hier ein bisschen weiter innen. Und das ist wie auf der Rennstrecke. Da haben wir auch beim 4-Stunden-Cup, bin ich einmal 40 Minuten durchgefahren, weil ich immer Leuten hinterher bin und dachte, den kriege ich noch, den kriege ich noch. Und so kriegt man es gar nicht mit, aber es macht so Spaß. Also wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit haben solltet oder Bock darauf habt, ich verlinke unten wirklich in der Beschreibung die Halle. Ja, also wenn, dann würde ich nicht dort hingehen, dann würde ich mal schauen, ob sie in der Nähe von Zürich, Winterthur, Schaffhausen so etwas würde geben. Natürlich nicht auf Hamburg oder was auch immer. Kommt vorbei, es ist nicht teuer eigentlich und es macht so einen Spaß. Gerade für Anfänger ist es halt geil mit Elektro, weil du brauchst nicht diese Gangwahl. Du hast immer voll Torque. Ah, stimmt gar nicht. Weißt du, dass ich mal Elektro gefahren bin? Go-Kart in Tempodrom. Stimmt, weil da gibt es das, wenn du deine eigene Zeit überrundest oder wie sagt man dem? Wenn du dich selber schneller wirst, dass du dann so einen Boost bekommst und dann kannst du sie aktivieren. Stimmt. Du hast das Drehmoment da, du kannst immer Gas geben und es macht mega Spaß. Also wir chillen jetzt noch ein bisschen, dann geht's wieder rauf auf die Bikes. Ich hab schon wieder Bock. Mega schöne Aufnahme. Es macht so bockig, gerade Lust zum loszugehen. Wirklich. Boah, Mann, ist das geil. Sieht das geil aus. Aber ich kann mir voll nachfühlen, was er meint mit wenn du im Fitnessstudio bist vom Laufband, da hättest du schon früher noch aufgehört und da bist du einfach drauf. Es ist so anstrengend, weil du dich musst festheben. Aber du rennst natürlich nicht. Aber es ist nicht so anstrengend. Du denkst, ich mache nochmal eine Runde, das sehe ich voll auch.
There are so many choices that it's hard not to look past. What is real and what is fake, and the risk we have to take. Will we know what is throwing off our balance? So einen Sprung hat er gemacht. Ja, das ist nicht der gewesen. Bleib gerade, kein Sprung gehabt. Mini-Praline von Lindt. Im Alter verliert die Haut bis zu 75% an Kollagen. Handeln Sie jetzt. Liftaktiv Kollagen Special. Hey, mega. Ich habe schon aufs Maul gelegt. Aber es hat Echt? Das habe ich gar nicht gesehen. Ach doch, da vorne, ne? Wie ist das passiert? Ich bin vom Lenker abgerutscht. Im Wheelie, als ich aufgekommen bin, keine Kraft mehr. Krank. Aber egal, weitermachen. Es macht so Spaß. Es ist so ein geiles Erlebnis. Ey, ist so geil, ich drehe auch noch auf jeden Fall ein paar Runden, obwohl meine ist alle jetzt. Deine auch gleich. Krank. Was sagst du? Geil? Bitte? Taugt's dir? Ja, es taugt mir sehr arg. Ja, fahr mal ein bisschen vor. Obwohl, ich fahr noch Das eine Runde, taugt ist mein mir Akku sehr. eh alle. Los, fahr noch ein bisschen. Fahr mal vor, Izzy. Auf jeden Fall finde ich, dass alle sich richtig gut schlagen hier. Ich hätte auch Ja, nicht es macht Spaß, erwartet, ja. dass man so schnell Fortschritte macht und schon kleine Jumps und so machen kann. Das ist echt geil. So hier zum Beispiel, zack, schon ein kleiner Jump. Dann machen wir da vorne nochmal den großen Jump. Es sieht auf der Kamera wahrscheinlich wieder so unspektakulär Ja, aus. es- Vor allem sieht man auf der GoPro ja nie, wie schräg das ist. Das ist schon echt schräg hier, die kleinen, in der Kamera wahrscheinlich Babyhügel. Der da vorne ist so wahnsinnig hoch, den ich jetzt springe, der hier. Der ist krass, der macht Spaß. Und es ist einfach ein geiles Event, sowas mal auszuprobieren. Also vielen Dank nochmal für die Einladung und dann mit super geilen Leuten. Also es war echt cool. Ich mache mal hier die leichtere Route. Da hinten kann man nämlich auch noch mal ein bisschen springen, wenn man hier ordentlich Gas gibt. Geil. Bisschen zu schnell. Jetzt ist der Akku gleich alle von dem E-Bike. Ist halt super geil, dass die Luft hier so gut ist und man nicht die Abgase hört, obwohl natürlich ihr wisst, ich stehe auf diesen Abgassound. Und ja, es ist so, ihr hört es, ich bin so fertig. Es ist so schwer hier zu reden. So körperlich anstrengend, es tut alles weh. Morgen werde ich Muskelkater meines Lebens haben. Ich glaube, ja. Boah, geil. Echt Ja, aber es sieht richtig nice. wirklich schön aus. Ich hoffe, euch wie hat eine- das Video gefallen. Mit den kleinen Szenen auch drin. Mein Bike ist alle. Und ja, Komplett leer. wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen wie immer ein Träumchen. Wir fahren jetzt noch ein bisschen. Und dann geht's für uns schon zurück nach Hamburg. Wir sind ja in Bonn, Köln die Nähe. Ah, in Wer Bock in hat, Köln. kommt vorbei. Das war's. Peace und Nordrhein-Landratten. Pa, pa, pa. Ah, es hat wirklich Spaß gemacht. Ah, das wäre jetzt richtiges Enduro. Hat cool ausgesehen. Ja, wäre mal cool selber zu machen. Und dann, ja, würde ich sagen, was es war. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscure 94. Ciao miteinander.